Weggehen, da die Maison. Und es geht los in der Winterwelt. Was ist denn die Challenge hier? Ich konnte es nicht so vorlesen. Stimmt, ist es wieder der falsche Screen. Oh Mann, ey. Das ist traurig. Oh shit, mir ist gerade aufgefallen, ich habe in der letzten Folge die Bonus-Stage mal wieder nicht umgeschalten auf den Battle-Screen. Dafür aber den Boss direkt. Oh, ja cool. Also, wir dürfen in dieser Welt kein Flame-Up, Speed-Up, Bomb-Up oder Full-Fire verwenden. Ah ja. Das heißt, sollten wir verrecken, haben wir ein Problem. Weil wir dürfen uns dann immer boosten. Und das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und da die mal sagen, verrecken wir einfach in diesem Part mal nicht. Ja, wir haben in der letzten Folge direkt 2 Tote kassiert. Aber es ist back-to-back einfach direkt. War mir was dumm. Weil ich einfach Matsch in der Birne bin. Und das zweite Mal war es einfach ein heimtückischer Gegner. Den hat man einfach nicht sehen können. Naja. Okay, das heißt die Devise einfach nur nicht verrecken. Don't do stupid shit. Wir müssen uns jetzt überlegen, was macht schnell tot. Oh. Die Mucke macht nicht schnell tot, die Mucke ist gut. Wir haben hier ein Revival von Gegnern, die wir schon mal gehabt haben. Und zwar diesen Golems. Die waren ja in Welt 2. Und jetzt anscheinend wieder in der Eiswelt. Und wir müssen die Schneemänner verbrennen. Bam! Oh. Dieser scheiß Tentakeltyp ist wieder da. Oh. Wir haben hier wieder was aus Welt 2. Ein bisschen eine Recyclung. Soll ich da jetzt gerne mal den hier killen? Den Squid. Und zwar diese Eisflammen. Der Frostbrand. Ey, genau da, wo ich es nicht schaffe, die scheiß Bombe zu platzieren. Du bist ein Hund, wirklich. Bam, komm, komm. Du bist ein Trottel. Komm jetzt her. Du bist so ein wirklicher Idiot, ohne Scheiß. Nein, und ich platziere immer falsch. Jetzt, mein Gott. Schwere Geburt. Ach du grüne Neune. Man hat ja schon gesehen, wenn die Flamme oder einer Schneeballen an unserer Bombe kommt, dann hat die nur eine Feuerkraft von 1. Ist natürlich völlig beschissen. Oh, warte mal, jetzt sehe ich gerade, diese Golems, die sind jetzt mehr so Mammutfellartig bedeckt. Oh ja, die Welt wirkt wirklich ein bisschen mehr wie so ein Welt 2 Revival. Weil diese orangenen Gegner sind ja dort, die waren das erste Mal in Welt 2. Geile Double-Treffer, einfach mal random. So, du Hund. Nein, 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 nein. Ey, das sind die gemeinsten Gegner. Die waren noch nie so arschig. Oh. Okay, scheiß auf die Items. Wir gehen ins Ziel. Wir sind noch nicht verreckt, was ein sehr gutes Zeichen ist, damit wir das Hardcore-Achievement erreichen. Der wollte uns zu Heuwert spawn trappen, das lassen wir natürlich nicht zu. Ihr merkt schon, ich feiere die Mucke. Aber wer konnte es mir verübeln? Ich glaub keiner. Natürlich wechselt er die Richtung. Ist ja klar. Wir killen ihn einfach. Ohne hier zum Schauen. Auf Disrespect und einen Double Kill auch nochmal. Schmiegt. Können wir alle auf Omme killen?
Ich glaube, bei den Gegnern ist es so, wenn sobald einer aus der Formation fliegt, lösen sie die Formation komplett auf. Ja, und Speed nehmen wir mit, oder? Wir haben schon wieder Vollspeed. Dann verbrennen wir den einer. Okay. Level 4 bereits schon. Wir kämen gut durch, viel besser als im letzten Part, beziehungsweise in der letzten Welt. Ja, ich bin ja immer nur dabei, immer pro Welt One Part zu machen. Schlaft sehr gut, da die Song. Bam. Das war eigentlich vorher sehr dumm, weil hätte die eine Bombe das Ziel freigelegt, war direkt so ein Scheißgegner rausgeplöppelt. Aber gut, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und wissen wir auch, dass wir die selbst in einer Notsituation relativ gut bewältigen können. Weil die dann doch gar nicht so scheiße sind. Es gibt viel beschissenere Gegner. Wie zum Beispiel dich. Na, genau. Oh. Wir haben es schon. Da schauen wir uns aber trotzdem mal kurz rein. Okay. Ach komm. Wir brauchen die Items gar nicht. Wir brauchen die Punkte. Wie geil, jetzt fühlen wir auf die Punkte. Aber halt auch nur, weil es so nur Achievement gibt. Nur deswegen. So, wir gehen dann mal direkt wieder auf 2 Uhren. Weil, ja, ich muss einmal ein bisschen genauer schauen, weil Sparta darf ich ja teilweise nicht mal die Uhr hernehmen. Und die geben halt Bonuspunkte. Also die Uhr gibt Bonuspunkte, weil dementsprechend mehr Zeit übrig ist. Und die möchte ich natürlich schon mitnehmen. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar. Machen wir es uns leicht? Sollen wir wieder Timed Items hernehmen? Na, wir bleiben ein bisschen schwieriger. Dann aber vielleicht trotzdem direkt nochmal eine Uhr ersetzen. Also 3 Uhren. Und jetzt schauen wir mal, wer jetzt wieder... Ja, die Stachelbombe. Spike Bomb. Bam. Free Kill. Da haben wir kurz ein bisschen aufpassen müssen, weil die Situation hätte schwierig werden können, wenn der auf uns zukommt und die Bomben weggeschlagt. Hui. Oh geil! Alle auf einmal gekillt. So, jetzt wollen wir nur das Ziel suchen, ne? Wir haben das Ziel gefunden. Okay, da bolzen wir aber einmal rein. Da bolzen wir einmal rein. Ich hab's jetzt endlich mal geschafft, auf dem Ziel eine Bombe zu platzieren. Das habe ich jetzt die ganze Zeit versucht. Aber es ging nicht so leicht. So. Battle Mode. Oh. So. Diesmal haben wir leider nicht alle auf einmal killen können. Aber das macht ja nichts, weil die Items sind ja sowieso komplett geschenkt eigentlich im Bonus. War damals immer hart peinlich, wenn ich es mal nicht geschafft habe. Boah, erstmal was dringender. Immer gute drin, Leute. Immer gute drin. Wird immer noch so Matsch in der Birne. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich muss noch Super Mario 64 aufnehmen. Ja, jetzt habe ich erstmal so einen Part noch hier. Und dann kommt Super Mario 64. Auch mit den Retro-Achievements. Also, wer da vielleicht Lust drauf hat, gern reinschauen. Ja, wir gehen gleich mal weiter. Wir haben wieder 20 Uhren. Aber mit das ist ja ein einzelner Gegner. Ich denke mal, die sind immer... Sie treten Informationen auf. Man kann Informationen attackieren. Wer kennt's? Wer kennt diese Werbung?
Man kann Informationen attackieren. Oder sowas. So in die Richtung, glaube ich. So, die Ratte ist halt absolut kein Gegner. Da hinten geht's aber noch weiter. Mit richtigen Trottelgegnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass meine Konzentration sich wieder einigermaßen gefangen hat und ich doch einigermaßen nur die Level zusammenbringen. Mittlerweile wieder. Und nach diesen beiden Toten muss ich mir irgendwie wieder erholen. Gut. Ja, es geht einfach ganz mal weiter. Wir sind noch in der Challenge. Alles ist gut. Werde ich mal sagen. Okay, machen wir gleich mal Double Kill, oder? Yes! Yes, yes, yes. So wichtig. Aber ich merke schon, die Gegner werden potenziell gefährlicher. Von Welt zu Welt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor der letzten Welt dann. Vor Welt 10. Oh, geil. Wieder alle auf einmal. Oh, jetzt kommt der. Okay. Ich meine, ich bin ein bisschen knapp dort gestanden, aber es ist nur gegangen. So, jetzt geht's mal weg, alle miteinander. Jawohl. Wo sind die letzten Gegner? Ah ja, das ist der letzte. Und da ist alles Ziel. Da machen wir auch gleich mal so. Und ich hab nicht umgeschalten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das gibt's ja nicht. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wir haben schon 16 Achievements. Und somit fast 30%. Das hört sich gut an, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe so Schiss vor den Challenges im Battle Mode. Weil die hören sich halt wirklich hart an. Soll ich mal uns vorlesen? Oh mein Gott. Weil man muss jede einzelne Stage auf jeden Fall gewinnen mit hart CPUs. Oh Mann. Oder was steht da? Aber das ist ja normal. Default Settings, no Handicaps. Aber Moment mal. Also dann kann sie ja sein, dass man, glaube ich, auf jeder Map hart CPUs klatschen muss. Ohne Handicaps. Aber halt 3 auf einmal. Ja. Oh. Oh, was war denn das für ein Monster-Kill gerade? Also ich hab gemeint irgendwie, dass diese schwieriger anhören, die ganzen Challenges im Battle Mode, aber ey. Mir ist es dann egal. Ich möchte es halt schaffen. Aber ich glaube, dass die Hard-CPUs auch schon ganz schön bumsen können. Auf gut Deutsch gesagt. Denn der Bass muss ficken. Da muss man echt ganz schön aufpassen jetzt. Wenn das nicht mehr so Raster sind überall, sondern auf einmal. Genau. Sondern auf einmal so eine Blockade daherkommen kann. Mhm. Ich möchte mal was ausprobieren. Und mal hier die Griffel hernehmen. Da kann man die Bomben nämlich in die Hand nehmen dann. Bong. Auf den anderen draufschmeißen. Oh nein, er hat es sogar geschafft. Jetzt haben wir einen Egg gespart. Ist das geil. Jetzt habe ich echt das alte Mal gesagt. Griffel ist ziemlich cool. Wenn du nämlich eine Bombe unter dir platzierst, dann kannst du die direkt wieder mit A, wenn du eine normale Bombe nur platzieren würdest, direkt hochnehmen. Musst aber aufpassen, weil die ist ja schon gezündet. Deswegen musst du das wieder gut timen, ne? 1, 2, 3 Uhren, 4.
Oder 5. Ich glaube, aber mehrere Uhren. Denn ich glaube, wir dürfen gar nicht mal so viele Items dann noch verwenden, oder? Was haben wir denn da? Ah ja, in der nächsten Welt dürfen wir schon mal keine Uhren, Brillen und Herzen verwenden. Warte mal. Und dann... Oh ja, okay. Okay, ich mag nicht zu weit vorgreifen. Wir dürfen auf jeden Fall in der nächsten Mal keine Uhren verwenden. Und keine Brillen und keine Herzen. Da machen wir doch jetzt mal alles. Machen wir einfach mal. Oh, okay. Das ist natürlich gemein, dass dort direkt das Ziel ist. Obwohl, das ist eigentlich okay. Das ist okay platziert, muss ich sagen. Weil so kann man einfach dem Ziel ausweichen. Und einfach anders rumbumsen. Und somit haben wir es eigentlich schon geschafft. Das ist sehr schnell gegangen. Und mir ist jetzt erst aufgefallen... Oh, scheiße, sind das 4 Punkte. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die letzten Level immer nur im kleinen Bereich sind. Dafür aber immer voll gepackt mit Blöcke. Also das mit den Blöcken habe ich gewusst, aber dass das nur so ein kleiner Bereich ist immer. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Okay, wir rüsten uns wieder aus. Auf Babbo-mäßig. Sollen wir einen Disrespect machen? Was kann denn das für Gegner sein jetzt? Eiswelt. Boah, wer war denn das? War das so ein Dracula-Abklatsch jetzt, oder was war das nochmal? Ich glaube, das war ein Dracula-Abklatsch. Dann glaube ich, sind wir mit dem gut gerüstet und wir fangen einfach mal... Oh nein, fangen wir nicht an. Oh nein! Es waren die Hände. Ich muss verdammt aufpassen, gerade weil es werden immer mehrere Gegner. Nein, er hat wieder umgeschalten. Die sind richtig, richtig gemein. Jetzt killen wir ihn. Wir killen ihn. Ey, der war richtig geil, der Boss. Ey, ich glaube, ich finde das... Das ist, glaube ich, der beste Boss. Und wir haben so gut mit den Items gebambuselt. Yes, Mann. Das war so gut Einsatz vom Schild. Von der... Wie nennt man die jetzt nochmal, die Bombe? Ah, Remote Control Bomb. Schön. Das hat mir gefallen. Oh, ja. Sehr gut. Leute, das hat echt gut funktioniert. Und jetzt sind wir bei... Komm schon. Achievements, aktualisiert's mal bitte schnell. Jetzt, komm. 18. Und als nächstes geht's in den Vulkan. Wie es da weitergeht, zeigt in der nächsten Folge. Die ist in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nie vergessen. Vielen lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, motherfucker.